Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Tag 1 von unseren Meditationssessions. Schön sind ihr da. Starten wir ganz einfach. Und zwar geht es eigentlich einfach darum, dass ihr euch zuerst mal an das Konzept gewöhnt da von meiner Stimme für die nächsten 7 Minuten. Und dass ihr einfach mal bequem herhöckelt. Es kommt jetzt auch überhaupt noch nicht darauf an, wie. Einfach so, dass es für euch bequem ist. Ihr könnt auf dem Stuhl sitzen oder irgendwo am Boden oder irgendwo anlehnen. Einfach nicht liegen. Einzige Regel. He? Und dann probiert euch mal zu konzentrieren auf euren Schnuff. Also einschnaufen, ausschnaufen. Und wirklich mal probieren, das ein bisschen länger zu machen als normal, wenn man einfach so schnauft. Weil das auch so ein bisschen das Ziel ist in der Meditation. Und dann müsst ihr mir einfach nur zulassen. Und ich erzähle euch so ein bisschen als Einleitung einfach mal, um was es überhaupt geht bei der Meditation, was so ein bisschen das Ziel ist und was es einem dann bringt, das Ganze. Allora, dann lade ich euch ein. Nehmt einen bequemen Sitz. Macht eure Augen zu und nehmt mal einen tiefen Atemzug. Meditieren ist eigentlich ein Zustand von tiefster Entspannung. Das heisst, mit verschiedenen Hilfsmitteln probieren wir uns in kurzer Zeit in einen ganz tiefen Entspannungszustand zu bringen. Und wir probieren dabei wirklich die reale Welt zu vergessen. Indem dass man eben präsent ist jetzt im Moment. Und man versucht so ein bisschen wie in eine Zwischenwelt zu kommen, die eben nicht die reale Welt ist. Wo man auch sagen könnte, wo vielleicht unser Unterbewusstsein ist. Oder je nachdem, wie weit das man da gehen will, wir glauben, dass man da Kontakt mit dem Universum aufnehmen kann. Wie auch immer. Aber man probiert eben nicht die täglichen Gedanken oder die sekündlichen Gedanken, die einfach kommen. Man versucht nicht denen zuzulassen, sondern Gedanken auf anderes lenken. Wir würden sie natürlich eigentlich gerne abstellen, aber das erreicht man, glaube ich, erst, wenn man erleuchtet ist. Und darum probieren wir sie nicht abzustellen, die Gedanken, sondern wir probieren sie jemand anders herzulenken oder die Aufmerksamkeit jemand anders herzulenken. Und das können wir machen, indem wir Sachen visualisieren, also sich irgendwelche Bilder vorstellen. Oder eben, dass man den Fokus auf den Atem oder auf einige Körperteile setzt. Und eigentlich geht es immer auch vor allem um den Fokus oder um die Aufmerksamkeit oder auf was man sich konzentriert. Eine andere Möglichkeit, um eben nicht diesen Gedanken zuzulassen, ist, dass man sich auf seinen Körper konzentriert. Und das ist so ein bisschen, man probiert eigentlich am Anfang, wenn man noch nicht erleuchtet ist, probiert man sich sehr fest auf seinen Körper zu konzentrieren, also auf einzelne Körperteile, auf wie es sich anfühlt, jetzt da zu sitzen, dass man eben in den jetzigen Moment kommt und sich sehr bewusst wird über den eigenen Körper, bis man dann aber eigentlich sich so bewusst ist über den Körper, dass man ihn nicht mehr spürt.
Und dass man eigentlich eben dann gar nicht mehr an den Körper denkt, sondern mit dem Geist bereits in die Zwischenwelt abtaucht. Wahrscheinlich das wichtigste Tool zu dem Ganzen ist unser Atem. Weil offenbar hat das auch wirklich physikalische Effekte in unserem Körper, wenn man sich einerseits auf den Schnuff konzentriert und aber auch andererseits ganz intensiv schnauft. Und es gibt da auch ganz viele Techniken, die man anwenden kann, die einem hilft, intensiver zu schnaufen, dass man eben in den Zustand kommt von absoluter Entspannung. Das wäre ein Moment, um nochmal einmal tief einschnaufen und noch länger ausschnaufen. Warum, dass wir das Ganze auf uns nehmen? Weil am Anfang ist es schon sehr anstrengend, muss man einfach mal sagen. Zum einfach sitzen und einfach denken, aber nicht denken. Es ist alles irgendwie ein bisschen kompliziert und komplex, aber es bringt eben auch sehr viel. Es tut wirklich Stress abbauen, weil man, je öfter dass man meditiert und in die Entspannung kommt, desto mehr ist man committed und ist mit sich selber. Und das, wenn man ja auch sagt, man ist neben den Schuhen. Das ist eben das Gegenteil von committed sein. Oder wenn man meditiert. Und man ist sich viel mehr bewusst ums Wesentliche im Leben, um was es dann eigentlich geht. Und man kann schlussendlich auch bessere Entscheidungen treffen, weil man sich wie besser kennt, sich selber. Mehr bei sich selber ist. Man hat weniger Drama im Leben, man hat weniger die Gedanken, die einem irgendwie einwickeln, die einfach da sind und uns nichts bringen. Und mit dem Meditieren kann man das wirklich abwägen und quasi gute Gedanken denken. Ganz egal, wo ihr eure Hände gerade habt, nehmt sie wie eine Schüssel vor euch, legt sie ineinander, die eine Hand in die andere, und verbeugt euch vor euch selber, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um da zuzulassen. Und dann könnt ihr langsam eure Augen wieder öffnen, wieder ankommen, wo ihr seid. Könnt euch ansmeilen. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Namaste. Tschüss.